Das Spiel ist angepfiffen. Erleben wir heute ein Wechselbad der Gefühle. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie das Spiel beginnen. Volley. Vom Torwart lässig abgewehrt. Herakles. Ja, da müssen die Stürmer früher aufstehen, wenn sie zu einer Torchance kommen wollen, gegen diese Abwehrrecken. Spielt die Ecke direkt vors Tor. Das war ein absolutes Traumtor. Damit liegen sie mit einem Tor in Front. Dabei hat das Spiel gerade erst begonnen. Da hat er sein ganzes Können reingelegt. Ein solches Tor gibt der Mannschaft immer einen Riesenschub. Nach diesem Tor können sie befreit aufspielen, oder Hansi? Das wäre möglich, allerdings ist das bei nur einem Torvorsprung eine ziemlich riskante Spielweise. Da hält er voll drauf. Da muss sich der Keeper nicht mal lang machen. Es ist auch wichtig für einen Stürmer, dass er sich solche Chancen überhaupt erarbeitet. Ja, den Ball hat der Gegner gut gelesen. Durch diesen Ball wird der Rechtsverteidiger unter Druck gesetzt. Neckar. Und jetzt hat er den Raum. Da kommt der Schuss. Ja, zielsicher verwandelt. Tor Nummer 2. Sie liegen 2 Tore vor. 15 Minuten sind gespielt. Akkurat in die linke Torecke gezirkelt. Genau das haben sie gebraucht. Womöglich schalten sie jetzt 2 Gänge zurück, stehen ab jetzt etwas tiefer. Hansi, glaubst du, dass sie nun wegen dieses Vorsprungs defensiver spielen werden? Weißt du, Wolf, ich denke, so wie die im Moment drauf sind, machen die wirklich noch eins. Gutes Stellungsspiel der Abwehr. Sie sind ungeheuer schnell da hinten und stark am Ball. Eckball. Die Flanke kommt aufs kurze Eck. Und Schuss. Der ging über den Kasten. Nichtsdestotrotz muss sich die Abwehr hier fragen lassen, warum sie ihn hier so unbedrängt schießen lässt. Schöner Ball, quer durch. Gefahr fürs Tor. Befreiungsschlag. Breisgau. Da muss der Linksverteidiger mächtig aufpassen. Gut getarnte Rettungsaktion. Helmond. Eine Viertelstunde ist gespielt. Die Flanken von ihm sind immer gefährlich.
Er schlägt den Ball herein. Da war nur ein bisschen zu hoch angesetzt. Guter Pass. Da steigt er hoch und köpft. Ball im Aus. Abstoß. Niedersachsen. ...30 Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Der Abwehrspieler klärt. Aber da ist der Gegner schneller. Keine Zeit zum Luftholen für die Abwehr hier. Jetzt könnten sie von rechts flanken. Er will diese Chance für eine gute Flanke nutzen. Sparta Rotterdam. Eine Vorlage direkt vors Tor. Den Befreiungsschlag abgefangen. Was passiert? Das war der Pausenpfiff. Die Spieler gehen in die Kabinen, wo sie von ihren Trainern in Empfang genommen werden. Und zu dieser ersten Hälfte gibt es sicherlich einiges zu sagen. Fragen wir doch einfach mal Hansi nach seiner Einschätzung. Falls Durchgang 1 hat Kraft gekostet. Die Spieler konnten jetzt nochmal auftanken. Mal schauen, ob es was gebracht hat. für die zweite Hälfte haben die Teams auf dem Spielfeld jetzt die Seiten getauscht. Dazwischen gegangen, aber jetzt muss er vorsichtig sein. Jetzt flankt er. Pure Verschwendung, viel zu nah am Torhüter. Telstar. Und durch die Abwehr hindurchgeschoben. Und er erwischt den Abpraller mit dem Fuß. Der Torhüter muss sich bei diesem Schuss überhaupt keine Sorgen machen. Es gehört schon was dazu, sich diesen Ball zu holen. Ganz klar, richtige Entscheidung, es war abseits. Im richtigen Moment sind die Verteidiger rausgerückt. 40 Minuten sind vorbei und ein Treffer trennt beide Mannschaften. Jetzt kann er den Ball von links hereinschlagen. Spiel doch rüber, Junge. Sehr effektive Abwehr hier. Mecker. Linker Flügel. Direkter Kopfstoß aufs Tor. Das endete mehr an einem Torabschlag. Die Flanke kam von links, der Mitspieler war komplett frei, aber der Abschluss war nicht gut. Er sucht den freien Mann in der Mitte. Und er schießt. Sie bekommen den Einwurf aus einer guten Position zugesprochen.
Und er zieht einfach mal ab. Schön geklärt. Fünf Minuten verbleiben im... ersten Durchgang und so groß sind die Unterschiede nicht. Den will er jetzt reinmachen. Es gibt Ecke, dank des Torwarts. Gleich zwei Akteure werden ausgewechselt. Das scheint mir jetzt das klare Zeichen an die Spieler zu sein. Lasst uns den Vorsprung über die Zeit retten. Akkurat gezirkelter Schuss. Sparta Rotterdam. Er sucht einen Abnehmer. Telstar. Zack, zack. Klasse gemacht. Die Fahne ist oben, abseits angezeigt. Gute Entscheidung des Assistenten. Könnte er den Ball in die Mitte schlagen. Und jetzt schießt er. Oh nein, über die Latte. Es ist nun mal elementar, dass man in solchen Szenen die Übersicht behält. 85 Minuten sind gespielt. Gute Chance zum Flanken. Er spielt den Ball erstmal weg. ...90 Minuten sind um, aber es steht noch 0:0. Stark geklärt. Gut mitgespielt vom Verteidiger. Das ist wirklich die unerfreulichste Art, ein Spiel zu verlieren. Na, das war ja ein reiner Spaziergang für Sie. Das war wirklich eine schwere Niederlage, Hansi. Allerdings ist das Ergebnis für meine Begriffe deutlich zu hoch ausgefallen. Sie haben wieder mal Ihre, ja, ich möchte fast sagen, Allround-Fähigkeiten unter Beweis